Vielen Dank, Doris. Von hier oben ist es ein tolles Bild, wobei es spiegelt die Realität wider. Es sind ja ein paar Männer im Raum, aber doch ganz viele Kolleginnen und Kollegen. Also spiegelt das wider, was sie auch im Alltag in ihrer Kita, in ihrer Leitung, in ihrer Situation erleben. Und auch ein Punkt, dem wir uns hier auch im Landtag widmen, dass wir auch ein bisschen dafür sorgen wollen, dass ein bisschen mehr Männer letztlich auch den Weg in diesen Beruf finden. Ein tolles Bild von hier oben nochmal. Ein ganz herzliches Willkommen auch im Namen der SPD-Landtagsfraktion des Fraktionsvorsitzenden Markus Rindersbacher. Liebe Gäste von Doris Rauscher und der Landtagsfraktion, dieser Empfang dient einmal dazu, dass wir uns bei euch, bei Ihnen bedanken für diese ganz wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe, die Sie alltäglich übernehmen, ohne die unser Land, Kinder sind unsere Zukunft, dieser Satz wird ganz oft geprägt, aber Sie leisten ein ganzes Stück Beitrag dazu, dass, wie es vorhin von Gaston gesagt wurde, die Potenziale geweckt werden, vielleicht keine Wunder von den Kindern vollbracht werden, aber sie ihr Leben eigenständig gestalten können. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Anspruch, der letztlich auch in einem Erziehungsberuf steckt. Zumindest ist es für mich so. Liebe Gäste, ich bin keine Erzieherin, wie meine Kollegin Doris Rauscher oder die Diana Stachowitz, aber dennoch nicht ganz unbedarft in diesen Fragen, denn ich bin Vorsitzende des Kreisverbandes der AWO in Nürnberg und wir haben natürlich als AWO Nürnberg, wie viele AWO-Organisationen im ganzen Land, auch eigene Tagesstätten, Krippen, Horte, auch Kindertagesstätten, Bildung und Betreuung und letztlich auch die Organisation, alles was damit zusammenhängt, um eine Kita gut zu leiten, pädagogisch gut zu leiten, aber letztlich auch unter den organisatorischen Rahmenbedingungen klarzukommen, ist mir von daher nicht ganz fremd. Die SPD-Landtagsfraktion hat, vielleicht erinnern sich viele da noch dran, schon, also es ist eines, ich sage es mal so, es ist eines unserer Kernaufgaben hier im Bayerischen Landtag, uns um das Thema Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz und alles, was damit zu tun hat, letztlich zu kümmern. Im Plenarsaal, wo Ihre Kolleginnen und Kollegen zum Teil noch sitzen, aber fast jeden Donnerstag in den Ausschüssen, im Ausschuss für Soziales, Familie und Integration, spielt Ihre Arbeitswelt fast jeden Donnerstag eine Rolle. Und es werden viele Anträge, die von Frau Rauscher im Wesentlichen von der Landtagsfraktion eingebracht werden, hier immer wieder diskutiert. Und Herr Gaston, wir können zwar keine Wunder vollbringen, aber ich sage jetzt mal, wir schieben immer wieder an, wir ermahnen, wir sagen, dieser Beruf, der hat es verdient, die Menschen sind wichtig für unsere Gesellschaft. Wir schieben hier an, wir schieben Diskussionen an und Frau Rauscher wird es später dann noch ausführen, haben auch manchmal etwas zeitverzögert, aber doch dann den einen oder anderen Erfolg. Viele von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern an die Anfänge des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes. Ich bin seit 2003 Mitglied des Landtages. Da war die Diskussion hochspannend, ist vorbereitet worden, Sie wissen das, durch ISKA in Nürnberg. Riesige Debatten und schon damals haben Sie bewiesen als Beteiligte hier an diesem Prozess, dass Sie für Ihren Beruf kämpfen, dass Sie für Ihren Beruf auf die Straße gehen, dass Sie Anforderungen an Ihren Beruf stellen. Das war damals schon und ist auch jetzt noch so, erst bei der jüngsten Tarifbewegung. Das hat uns sehr imponiert und wir haben das auch von Kräften unterstützt. Wir stehen da an Ihrer Seite, unterstützen Ihre Ziele und dieser Empfang heute soll auch ein Stück, nicht soll, sondern drückt auch Respekt wirklich vor Ihrem alltäglichen Handeln, vor Ihrem Beruf aus und für das, was Sie für unsere Gesellschaft letztlich tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute, dass Sie sich wohlfühlen hier im Parlament, dass Sie ein paar Anregungen mitnehmen, dass Sie sich untereinander austauschen über die Regionen, über die unterschiedliche Trägerlandschaft. Bombardieren Sie uns mit Fragen, geben Sie uns Anregungen. Wir haben draußen kleine Zettel und einen Kasten, schmeißen Sie alles hinein. Seien Sie versichert, es bleibt nicht ungelesen. Wir nehmen da unseren pädagogischen Auftrag wahr, werden das alles aufgreifen und so weit wie möglich dann auch in die Tat umsetzen. Vielen Dank, schönen Abend hier und nochmal ganz herzliches Willkommen. Eikert.